Und willkommen zurück zur gepflegten Pokémon-Spieleunterhaltung hier mit Michael der Serien und dem, Pokémon Weiß 2 halt. So, ich überlege gerade, was wir eigentlich in der letzten Folge gemacht haben, aber ich glaube, da war noch irgendwie was mit Team Plasma und einem verrückten, an dem Terribug, verrückt nicht, das war ja Team Plasma und hier im Philidu. Ach stimmt, ja, ich erinnere mich, da habe ich in der letzten Folge noch einen Philidu gesucht und die ist dann die Ayumi genannt, genau, jetzt mal kurz hier. Das hier ausschalten, das Unlichttypi. Ja, also Wurmi sollte man nicht unterschätzen. Wobei Wurmi klingt ja auch scheiße, war für einen Spitznamen. Na, was kann man denn geben? Diesem Käfer-Pflanzentypi, was dann halt möglichst auch später noch funktionieren sollte. Dowsing, wir müssen noch zu Lauro, nicht wahr? Genau. Was können wir denn noch geben? Okay, bei Pflanzenkäfer bleibt es im Grunde genommen. Das heißt... Oh. Da hat's noch was. X-Tempo. Ja, schön zu verkaufen. Weil solche Kampf-Items benutze ich eigentlich, um ehrlich zu sein, nie. Ich wüsste doch gar nicht wozu, beziehungsweise ist mir einfach irgendwie ein bisschen zu blöd und zu unsinnig und... Was ist denn hier hinten noch? Oh, ich wollte eigentlich zu Auro gehen und mir überlegen, was für einen Kosenamen ich dem Wurmi geben könnte, und jetzt treffe ich hier auf ein komplett neues Gebiet. Gebiet und ein Pokémon. Hallo? Hallo, bin da, wer noch? Oh, wo bin ich denn jetzt plötzlich? Hier ist nix. In den Fels wurden 3 tiefe Risse hineingekratzt. Ja, von der Form her würde ich sagen... Keine Ahnung. Irgendwie ein Stern oder so, aber was das genau sein soll. Moment mal, da fällt mir noch was ein. Also ich weiß nicht, ob es dieser Felsen hier ist, aber ich kann mich doch erinnern an so einen Trail oder so. Mit dem Pokémon, der Keldeo, stimmt das? Dieses Wasserkampf-Pokémon legendäres, dass hier irgendwie das mit dem... halt die andere Formen so erscheinen soll von dem. Keine Ahnung. Muss man halt schauen. Was gut, wissen wir jetzt das auch, dass hier noch irgendwie ein geheimer Unterschlupf ist, von was auch immer. Währenddessen überlege ich ihm noch, was ich dem Wurmi für einen Namen geben könnte. Oder vor allem ein Spitznamen natürlich, der auch später noch trifft, weil Wurmi ist jetzt schön und gut, für später wäre es ein bisschen Quatsch. Weil jetzt ausgewachsen, also sprich nach dem Koko kommt jetzt schon eine ausgewachsene Käferform und von daher... Irgendwie was mit Laub oder so. Sag mal, was hat denn das Mädchen da im Gesicht? Ist irgendwie Zahnspangen? Eine übergroße. Hewe. Ja, oh Lauro, mit diesem Trainer sollen wir trainieren. Sie sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark, aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Ja, du musst es ja wissen. Und die wichtigste Lektion ist, dass man bei Kämpfen vor allem Spaß haben muss. Natürlich ist es auch beim Let's Playen so, Oder Michael? Ja, stimmt schon. Bitte dreh gegen die beiden an. Ach du Scheiße. Mir sagt, dass wie cool mein Pokémon ist. Und ich habe eben noch Wurmi draußen. Nee, Wurmi passt nicht. Lausi klingt auch scheiße wegen Läusen und so. Blattläusen. Jetzt habe ich's. Klausi. Ich nenne ihn Klausi. Wieso? K von Käfer und natürlich Laus, wie gesagt, von Blattläusen und so. Also habe ich so Käfer und Pflanzentyp kombiniert. Mache ich eigentlich. Greenmark ist super. Ein schönes Feuer-Pokémon, muss ich schon sagen. Aber ich glaube für Wurmi, für Stravikel, nicht so die erste Wahl, wa? Scheiße, Level 9 bereits. Los, Oti, ich wähle dich. Ne, Oti geht auch nicht. Da muss einen anderen Namen haben. Irgendwie was von... natürlich noch schwierig, so einen Spitznamen zu finden. Vor allem etwas, was natürlich auch für die späteren Entwicklungen auch noch trifft. Daher... Ja, was haben alle 3 gemeinsam? Die Muschel natürlich. Muschel. Muschi? Nee, das geht nicht. Uschi, das würde gehen. Nee, geht auch nicht, ist nicht weiblich. Verdammt. Ich bin sowas echt nicht gut. Aber doch, Klausi für jetzt das, für unseren Käfer, für unser Stravikel. Klausi oder Klaus, irgendwie sowas. Wobei Klaus klingt ein bisschen altgermanisch. So, weiter im Text. Jawohl.
Bis man dann, ja, als ob das nötig wäre. Ja, beim Pokémon-Kampf ist natürlich die Wechselwirkung sehr entscheidend. Bei Frauen auch. Ja, da behauptet noch einer, solcher Pokémon-Spieler sei nicht lehrreich. Wikimark, du bist dran. Wikimark, Pflanzentyp. Ah, stimmt ja, ich habe den Käferbiss. Das ist super. Strawickel, du bist echt dein Geld wert. Yeah. Ja, wer wäre da nicht auch paralysiert? Alter, Scheiße. Voll abgeschleckt. Wie kannst du es wagen? Ja, das muss so eklig sein, ey. So ein... Oh Gott. So ein Blackkäfer abzuschlecken. Ja, Prost Mahlzeit dann. Oh, meine Stimme. Meine Stimme ist am Arsch. So, jetzt geht's wieder. Spieler besiegt Schulkind Göre. Wie war das? Na egal. Und ich kriege noch ein bisschen Money. Also es war mal ein wirklich erquickender Kampf. Wie erquick, was ist denn das für ein Wort? Nur was sagst, für die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor. Wasser stark gegen Feuer, Feuer stark gegen Pflanze. Und Pflanze ist gut zum ist natürlich stark gegen Wasser. Ah, das ist ja das Tollste. Stimmt der Typ an Attack mit dem anderen. Das nennt man Stab. Menschenskind, ey. Wir sind noch keine Anfänger. Ja, und tschüss. So, das wäre erledigt. Was ist denn das jetzt für ein seltsamer Heini? Ich weiß, wir können uns nicht, aber ich habe hier etwas für dich. Und können wieder reden, nimm's einfach. Michael hält Medaillenbox. Ach stimmt, das ist ja der Scheiß. So Scheiß, ich finde es einfach ein bisschen Schrott, aber na gut. Ja, lecker ein Schöple, hey. Okay. Ja, Alter, das ist die Medaillenbox und ich bin Dr. Medaille. Sorry, aber da muss ich jetzt wirklich ein bisschen mehr als nur grinsen. Du hast zufälligerweise schon mal von der sogenannten Medaillenjagd gehört? Nee, zum Glück nicht. Ach, und selbst wenn, ich erkläre trotzdem, was auf sich hat, der Scheiße. Ja, du kriegst ein paar Medaillen. Ja, und auf den Fortschritt kriegen wir immer mehr und mehr Medaillen. Je besser wir sind, desto mehr wir erfahren und so weiter und so fort. Ja, sieh doch erstmal nach. Als ob die was taugen würde, Mann, Menschenskind, hey. Michael, man hat mir geteilt, dass der Leiter der neuen Pokémon Arena von Aventura City endlich eingetroffen ist. Schau doch mal dort vorbei und überzeug dich davon, wie stark du geworden bist. Und tschüss. Ja. Dankeschön für die Tür vor der Nase zuknallen. Holte gar nicht rein. Na? Mein Traum ist es, der will das Stärkste sein. Ich kann auch stärker werden, ja, da. Oh Mann. Das ist irgendwie auch ein bisschen peinlich, oder? Ich meine, es war mal ein berühmter Pokémon-Trainer, der stärkste in ganz Einal und jetzt trainiert er 2 kleine Kinder. Ja, nee, ist klar. Gut, was mache ich jetzt? Eigentlich natürlich, weil es zum Wille des Let's Plays geschieht, nicht wahr? Immer ein bisschen Spannung, ein bisschen Action, muss ich jetzt im Prinzip gegen den Arenaleiter antreten. Ja, im Prinzip, weil mit dem aktuellen Team hätte ich keine Chance. Ja, machen wir mit der Fit ein bisschen zumindest. Ja, ich nehme es jetzt mal mit dem Obhut. Der Arena-Leiter von Aventura City. Sharon. Der Rivale noch aus Weiß und Schwarz 1. So, jetzt mal schauen. Ablegen kann auch nicht schaden. Ich habe ja Box 1 mit den beiden Spaßbremsen. Ein bisschen klüger sortieren. So, jetzt habe ich... Ups. Das war doch gar nicht so. Team-Pokémon, genau. Azuri braucht eh kein Schwein. Jetzt guckt er nicht so traurig. Es ist aber leider so. Glotzi, den brauchen wir vielleicht erst später. Wenn überhaupt. Dann Strawickel natürlich, den guten alten Wurmi. Otaro sowieso. Gut, Dusselgur, wesenmäßig. Seit wann kann man Dusselgur auch speziell spielen? Wir haben jetzt komplett neu. Yorklev kann ich so auch nicht gebrauchen. Ja, wer weiß, Level 7 immerhin. Ja, die behalte ich mal noch. So, passt ungefähr. 10, 12, 20. Ist vermutlich hier hoch. Ist egal, ich gehe wieder. Und tschüss, und tschüss, und tschüss. So, haben wir noch ein bisschen Kohle vorig. Wie sieht's aus? Ja, kaufen, was willst du? Trank wäre vielleicht noch gut. Von einem Arena-Kampf könnte es nicht schaden. So, Pokéball, nehme ich noch einen mit. Da bin ich mal gespannt. Was sagt die Zeit? 10 Minuten.
Ich werde mir da, es wird wieder mal eine 30-Minuten-Folge. Dabei wollte ich eigentlich das einstellen, so jetzt aber. Briefe? Ja, Quatsch, wer braucht das schon? Und tschüss. Und tschüssikowski. Dann mal kurz überlegen. Wo habe ich die Taste? Hier habe ich sie. Ich habe hier ein Team. Ein Team von 4 Pokémon. Wobei der gute alte Valtini die Mitnahmefähigkeit hat. Ich hoffe, es ist zumindest so. Was hat er da? Nehmen. Trank von Valti erhalten. Vielen Dank auch, guter alter Valti. Strawickel, Ball Level 11. Utero Level 12. Ja, ich schätze mal mit Level 13 bin ich dann stark genug, um aufzubrechen. Und daher jetzt mal im Schnellgalopp nach oben, denn ich möchte, wenn es geht, sowieso noch in dieser Folge den Arenaleiter herausfordern. Ja, wenn es geht vor allem. Das ist immer so eine Sache. Hier geht es nicht großartig weiter. Nö, lässt uns nicht durch. Das heißt zurück auf den Hof. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwie einen Voltilam oder so. Hallo, bin da. Wer noch? Keiner. Hallo. Der Michael, der will spielen. Geht doch. Was für ein Pokémon! Es ist ein Voltilam! Das gibt's ja wohl nicht. Na toll, bloß Level 5. Na gut, ich wollte sowieso ein anderes Selektor-Pokémon haben. Von daher stört mir das nicht besonders. Käferbiss, funktioniert der überhaupt? Sieht doch gut sogar. Alter Schwede, jetzt beinahe weggepustet. Wohl eher weggebissen, aber egal. Beutel, Pokéball. Pokéball, flieg und Sieg. 1, 2, 3. K.O. Ausgenockt. Naja. Ein Tag ist sehr schön. Und dann haben wir endlich auch ein Voltilam. Map. Nö, das lässt sich. Oh, verdammt. Doch, wohl oder sowas hätte ich geben können. Naja, überlassen wir mal euch, wa? Das mit dem Spitznamen finden. Was hat's denn hier oben noch für schöne Pokémon? Na, ich bin ganz traurig. Ein kleines, süßes Azuril. Erlösen wir es doch von seinen Schmerzen. Käferbiss! Nein, das ist unfair. Irgendwie schon, na toll. So komme ich nie auf den Trichter. Okay, wisst ihr was? Ich mache einen Vorschlag. Ich trainiere noch Wurmi und... Hallo, komm mal ein Pokémon. Ein Pokémon, nicht ein Pokéball. Na, jetzt endlich. Ja, ich trainiere noch Wurmi und Oti ein bisschen, sprich noch jeweils ein Level up und dann geht's auch bereits zurück und ich versuche mal so mein Glück. Ja, vor allem versuchen. Weil so richtig dran glauben kann ich noch nicht. Und ja, knapp vorbei ist auch daneben. Wie sieht's denn hier aus? Schöne neue Pokémon. Ein Enton möchte ich gerne haben. Nee. Es gibt einen alten Sack, also einen Valti. Von hier aus. Und Käferbiss, Attack. Ratsch. Er hat's überlebt. Immer voll auf die Blattspitze. Obwohl ja die Blattkrone. Und. Ein Level Up für Wurmi. Das bedeutet... Ja. Kann schlimmer sein, kann besser sein. Ich tausche mal kurz das Pokémon. Moment, das war die falsche Taste. Sorry. Pokémon tauschen. So, gefällt mir bereits besser. Oh Mann, die Mucke. Und Riolu. Endlich, da hatte schon der Fick nie mehr eins. Ich bin so weg vom Fenster, ich bin direkt heißer geworden. So, jetzt aber Tackle. Mit voller Power, komm schon. Scheiße. Ja, was mache ich jetzt? Wenn er noch einen Ausdauer macht, oder eben nicht mehr Ausdauer macht, bin ich im Arsch. Ich brauche doch einen Riolu. Vor allem jetzt für den Kampf, aber auch natürlich sonst mal noch so, kann Riolu nicht schaden. Dann wechsle ich halt auf Dusselgur. Weil ich denke, auf das spätere Team könnte ein Riolu bzw. ein Lucario nicht so schlecht sein.
Wohl halt Riolu bzw. Lucario haben hier bei Schwarz und Weiß 2 einen entscheidenden Nachteil. Und zwar lernen sie die guten Attacken, die Aurasphäre und so erst relativ spät, was natürlich... Ich bin so ein... Aber ich jetzt echt auf ich habe auf den Flug-Pokémon gewechselt, ich Trottel. Alter. Ja. Peinlich ohne Ende. Na gut, ich habe es einmal gefunden, dann finde ich es nochmal. Wenn nicht, dann schneide ich halt ein bisschen und dann sehen wir uns dann halt, sobald es soweit ist. Was ja hoffentlich nicht passiert. Ja, was ich hoffe, hoffentlich nicht passiert, so herum. Glotz, glotz. Silberblick. Ist doch immer das gleiche. Wenn sie die Verteidigung senken und so weiter und so fort, bringt doch schlussendlich eh nichts. Außer natürlich, man würde es richtig machen von Anfang an. Ein Riolu, ich brauche ein Riolu, verdammt nochmal. Und die Mucke ist überhaupt nicht nervig. Also Riolu, Lucario, Kampfstahl, ist natürlich sehr stark. Keine Frage. Aber halt, ja. Zum einen halt das mit den Attacken lernen, also wenn man halt Aurasphäre erst auf Level 40 oder sogar 50 erst lernt, ist natürlich ein bisschen sehr doof. Na sonst so von Typkombination her, ich meine, Stahl, okay, klingt immer nach einer hohen Abwehr und so. Leider jetzt bei Lucario nicht der Fall. Und daher so Kampfstahl, ich meine, müsste ich eigentlich immer davon ausgehen, dass ich immer den ersten Treffer landen kann und dann in der Regel auch das Pokémon besiegen kann dabei. Oh, fast ein Level Up. Dann natürlich wäre es am praktischsten, aber so bei Lucario, ja, ohne Aurasphäre, ohne, was gibt's denn noch alles? Power Punch nicht, ne, das war noch irgendwie was von Kraftkoloss, sowas. Ne, auch nichts. Ah, Mist, wie ist die Kampfattacke, die 120 Schaden macht, 100% trifft, aber, also 100 Genauigkeit hat, aber dann halt den Angriff und Spezialangriff des Anwenders senkt. Nee, Angriff und Verteidigung, sowas. Genau, Angriff und Verteidigung wird gesenkt. Hätte schwören können, es war Kraftkoloss, aber nee, das war was anderes. Man spielt ja auch keine Rolle. Bäm. Und ein weiterer Glotzi ist Geschichte. Level Up für Otero, ich suche noch Lucario, das gibt's doch einfach nicht. So, Level 11, Level 12 für die beiden. Stärksten Mann im Team momentan. Ja. Wie gesagt, Training ist schön und gut, aber wenn ich nicht bald einen Lucario finde, dann sieht's zappenduster aus. Naja, wie gesagt, im Notfall kann ich auch schneiden und dann einfach nur das zeigen, was halt relevant war, oder halt, wenn ich es einfacher machen würde, einfach alles zwischendurch schneiden, das heißt auch nichts trainieren und so weiter und einfach nur darauf abwarten, dass ich halt irgendwann ein Lucario sage ich schon, ein Riolu antreffe. Und, Riolu? Nein. Es ist ein Glotzi. Ein Glotzfrosch, ein Glotzbiber. Meine Fresse, ey, wie lange denn noch? Aquaknorre! Voll in die Schnauze, voll auf die Nase. Was ist da? Voll auf die Nase? Und trotzdem schafft Sotero nicht mit einem Hieb den Angreifer oder den Gegner zu besiegen. Natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Und wieder mal 25 Erfahrungspunkte. Das ist eben das Gleiche. So, Riolu. Riolu, ich wähle dich. Nee, kann nicht, scheiße. Ein wildes Yorkleff erscheint. Direkt aus New York angereist. Um zu kläffen. Yorkleff. Sorry. So, jetzt. Versuchen wir mal den Tackle. Bringt dir ungeheuer viel. Vielen Dank auch. So, finish him off. So, was sagt die Zeit? Bald bei 20 Minuten ist ja super. Einsagen, ich finde einfach das scheiß Riolu nicht. Mano. Ne, ja, Riolu. Wo bist du? Ein Königreich für ein Riolu.
WTF an das gerade? Hallo, Aquaknarr, so wenig abgezogen? Otero, du bist ein Wasser-Pokémon. Wie wäre es vielleicht mal mit Stab? Immer 48 Erfahrungspunkte. So. Riolu. Wir brauchen dich doch. Wir warten alle auf dich. Da, jetzt kann Nazuril. Ich glaube, er kriegt die Motten. Ja, Bebeb. Ja, ein Fastwasser-Pokémon. Ich freue mich so. Blubber, blubber, blubber. Da frage ich mich sowieso, wie können Seifenblast überhaupt wehtun? Wie geht das? Pokémon-Logik oder was? Und auch das Azuril muss sich leider verabschieden. 18 hat sich das. Was ist denn los? Oh, mein Handy klingelt. Obwohl er es vibriert, aber ist mir gerade scheißegal. Ich bin hier in der Aufnahme. Vor allem wenn es der ist, den ich gerade denke, dass es ist, dann kann er mir sowieso am Arsch blasen. Ich bin natürlich am... Ne, das andere geht auch nicht, wäre auch pervers. Und Heuler. Sagen wir einfach mal so, der andere kann mir gerade mal, naja, Gicht holen bleiben, so herum. Das schon viel besser. Starkes Dusselgur müsste ich eigentlich fangen, oder? Ich habe dann noch irgendwie was von Level 5 Dusselgur, oder? Wie war das? Ne, auch Level 7. Okay. Naja, aber vielleicht hätte das das bessere Wesen. Wobei, ich will... Ich trottel, ich muss ein bisschen besser nachdenken. Ich möchte sowieso nicht Dusselgur als Flug-Pokémon haben. Ja, nochmal langsamer sprechen. Sondern dann später, so ab der Wüste da, möchte ich gerne mal Waschaquille fangen. Weil das gibt es ja hier bei Pokémon Weiß 2 ab Level 25 zu fangen, bei einem besonderen Ereignis, jeden Donnerstag. Und ich denke mal, so ein Waschaquille hat ja auch starke Angriffswerte, ist relativ schnell und kann neben Flug- und Normalattacken auch Kampfattacken selbstständig erlernen. Und daher sicher eine sehr gute Wahl, im Gegensatz zu dem hier. Paralysiert, ja, viel Schrank auch. Du dämliches Vieh. Ja, Map. Und. Das gibt's einfach. Ja. Paralysieren lassen, aber trotzdem kaum was abgekriegt. So. Paraheiler, wo bist du? Paraheiler? Ah, hier bist du. Ich wusste doch, ich hätte noch einen. Ah, Wald etwas. Wald, die hat etwas für uns. Dann gib her, kleiner Wuff Wuff. Gegengift erhalten, braver Wuff Wuff. Ganz braver. Nimm mal die Schweizer Stadionmusik im Hintergrund, das glaubst du einfach nicht. Alter, wie selten sind Riolus hier? 5 oder 10%? Meine Fresse, hey. Voll auf die Schnauze. Schniff, schniff. Und da ist gerade aus dem Bild verschwunden. Sehr interessant. Wuff. Ja, wuff, wuff, wuff. Und Otero Level 13. Versucht Energiefokus zu erlernen. Wieso eigentlich nicht? Was bringt er überhaupt schon wieder? Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. Naja, sicher besser als Nassmacher. Nassmacher, als ob du das jemals brauchst. Bräuchst vor allem. Brauchst. Kannst gar nicht wiederholen. Das klingt so scheiße. So, Level 13. Hallo, wo bist du, Taste? Pokémon tauschen, wenn ich bitten darf. Und so, wieder mal zu unserem guten alten Wurmi. Vielleicht steigt auch noch ein Level ab. Solange ich hier nach Riolu suche. Ja, also könnt ziemlich sicher sein, wenn die Aufnahme unter 30 Minuten geht, dass ich dann wohl noch 1 oder 2 Kämpfe oder wohl Runden wohl eher hier geschnitten habe, damit es nicht zu langweilig wird. Denke ich mir so zumindest.
Na geht doch, ey. Erste, dritte Runde. Ich weiß gar nicht, ob ich das rausgeschnitten habe oder ob ich einfach nur ruhig war. Das sehen wir dann. So, Riolu, Level 5. Er ist ein Kampf-Pokémon. Kampf. Was für ein Kampf? Ich überlege gerade, Käfer. Ist das effektiv oder nicht? Ich hoffe nicht. Ja, geht doch. Gesichte. Habt ihr gefunden. So, jetzt erstes mal zu Voltilan. Haben wir doch noch eins. Genau, ist zwar halb tot. Naja, muss reichen. Und hoffe auf eine gute alte Donnerwelle. Weil so im gelben Bereich ein Riolu zu fangen, ja. Ja, es läuft richtig super heute. Los, Walti, gib dein Bestes. Tja. Muss riskieren, ich meine, einen Tackle kann er zwar anwenden hier von Walti, aber der wird Riolu ziemlich sicher platt machen. Und das will ich ja nicht. Ich will es fangen, ich will Lucario verdammt nochmal. Also zumindest mal fangen und dann natürlich auch trainieren. Ob es in dem Team bleibt, das entscheidet ihr. Riolu, jetzt einen Kosenamen einfallen lassen. Hundi? Nee, geht auch nicht. Alter, jetzt versucht schon wieder jemand. Meine Fresse. Okay, dreimal ist der gleiche. Der gleiche Vollspacken. Soll er mal weiterstellen? Weiter läuten natürlich. Was mache ich hier überhaupt? Die Anrufe bringen mich komplett durcheinander. Ja, ich überlege gerade. Soll ich jetzt den Riolu noch trainieren? Ich habe 11 Tränke. Wisst ihr was? Ich tue mal... Ah, schon wieder so. Ist mir jetzt egal, ich gehe nicht mehr darauf ein. Ich werde jetzt mal Riolu nach Position 1 verschieben. Wie gesagt, mal eine längere Folge, ist doch auch scheißegal. So. Position 1, Level 5, ist natürlich extrem niedrig, aber muss reichen. Nach kurz mit jetzt 1-2 Runden hier trainieren, dann gehe ich in die Arena und versuche mal da mein Glück. Ich denke mal, das bin ich euch schuldig, nicht wahr? Willst du mich verarschen, ey? 20 Sekunden lang nichts und jetzt 2 miteinander. Ja. Sorry, hab zu schnell getippt. Mal kurz einen Ruckzuck-Hieb. Ich mal wieder schneller. Ja. Das gleiche gleich nochmal. Geht immer raus da, aber. Was ist das für ein Defensiv-Pokémon? Oh. Sogar schneller als ich. Oh. Gar nicht gut. Na gut, ich bin sowieso schon zu weit. Das heißt, er kann mich gar nicht mehr einholen. Außer mit einem Volltreffer, wohl, nee, dann auch nicht. Wenn du bloß 10 Schaden machst statt 5, das geht auch nicht so auf. Da steht Attacke. Soll ich es fangen? Vielleicht hat es ein besseres Wesen. Nee, kommt das was? Auf Wesen schauen, auf EVs schauen, auf DVs schauen, halt eine Spezialtrennung zu machen, ist ja schon noch gut. Will ich das aber hier beim Let's Play noch nicht machen. Vielleicht am Schluss dann mal. Ich muss das Ganze erklären, wie es funktioniert und so, aber es geht ja vor allem um den Spaß und nicht nur darum, dass alles perfekt ist. Konter. Sehr schön. Kann man doch immer gebrauchen. Jetzt nimmt mich doch eigentlich mal Wunder. Was hat denn der Riolu für ein Wesen? Lasch. Was macht er schon wieder? Naja, okay. Verteidigung hoch, Spezialverteidigung runter. Kümmert mich nicht groß die Bohne. 15, 10, 14. Felsenface als Fähigkeit erhöht die Initiative, sobald Pokémon zurückschreckt. Also, lass uns zusammenfassen, Freunde. Wir haben Riolu, Otaro und Stravikel als momentan feste Teammitglieder. Dusselgur mehr oder weniger nur als V-Viech bezüglich Fliegen. Und natürlich noch, bis dann Waschaquil ins Team kommt. Riolu, was mache ich jetzt noch? Noch ein bisschen trainieren hier? Na, wie sieht's aus? Weil eigentlich wäre schon die Zeit reif für die Arena. Arena. Jetzt klingelt schon wieder. Meine Fresse, ich schalte jetzt das dämliche Handy aus. Ja, sorry, ich weiß, ich muss es nicht unbedingt erwähnen. Das Problem ist halt, das hängt bei mir an der Hose. Und ich sitze natürlich auf dem Stuhl.
wenn da das Ganze was vibriert und so, ja, nicht immer so angenehm. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Boah, Alter, was war das gerade? Oh, Hilfe. Was war denn das für ein Hieb, ey? Hieb 36 Sinnes-Phönix, würde Zoro sagen. Strawickel, dein Job. Macht doch gerade nicht so viel Schaden. Seltsam. Und Käferbiss. Das hat sie vorher mal voll gebracht. Hey, es ist ja nur super. So, jetzt reicht es mir aber auch. Voll zurück in die Heimatstadt. Nach Aventura City. Und noch die Arena betreten. Ich schätze leider, bin ich bei fast 30 Minuten angelangt. Ja, ich fürchte leider, wir werden die Arena in dieser Folge nicht mehr schaffen. Tut mir leid, Leute, ich weiß, ich habe was anderes versprochen gehabt. Was nicht schon wieder? Willst du kämpfen? Entschuldigung bitte, ich habe eine wichtige Sache vergessen zu erwähnen. Und hier, Silbeere. Oh. Jo, kann eigentlich nie schaden. Ja, da gibt es zu essen und... Ja, das macht es sowieso selbstständig. Oh, mein Haar wedelt, ist doch schön. Je stärker ihr werdet, desto weiter der Horizont. Bis zum Horizont noch viel weiter. Ja, so ungefähr. Und, nee, kein Pokémon-Kampf mehr, Gott sei Dank. So, überlegen, jetzt kurz ganz schnell zum Pokémon Center, dann die Silbeere ausrüsten, dann zur Arena gehen und damit wir dann wirklich in der ersten Folge bereits da starten können. Liebe Freunde von nah und fern, wir haben uns hier versammelt. Zu einem, was weiß ich, ja, vergiss es. Sollte eigentlich ein Reim werden. Aber ja, Spontanreime sind nicht immer so mein Fall. Leider. So, jetzt haben wir kurz den PC noch. Hier haben wir das PC immer noch. Nein, verdammt, das war das Falsche. Aus da. So, Pokémon bewegen und dann gehe ich mal zum Team und lege... Nee, warte nicht. Voltilam ab. Brauchen wir eher weniger noch, oder? Was sagt... Jo, stimmt ungefähr. Dann raus hier. Geheilt sind alle, nicht wahr? Ich hätte jetzt zwar Dusselquad noch ablegen können, aber sei es drum. Jetzt noch ganz fix die B rausgerüstet. Ich habe hier ein Gegengift. Ja, gut, ich meine, die Arena sind Normal-Pokémon, das müsste eigentlich gehen, so. Ohne große Schwierigkeiten. Ich habe 5 Stück, ich gebe mir Riolo sicherheitshalber eine. Weil der hat sowieso nicht so viel, ja, so viel Karpen, so viel Verteidigung. Dann noch Utero 1. Strawickel braucht eher keins, daher ist das gut so wie es ist. Ja, unser Team, unser neues Team mit 3 Stammmitgliedern, vor allem mal jetzt für die erste Zeit. Und hier die Arena, können wir jetzt rein? Nö. Wisst ihr was, Leute? Ich warte hier, speichere hier und dann in der nächsten Folge geht's weiter hier bei Pokémon Weiß 2. Dann endlich mit der Arena. Nochmal sorry dafür, dass es halt eine richtige Trainingsfolge und ja, Riolo-Suchfolge war, aber manchmal ist das halt so eine Sache mit dem Riolo. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.